Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Der FC Thun Berner Oberland wird im nächsten Göpp-Abenteuer von 4 Rückkehrern unterstützt. Und die Thuner Band Sharing Pluto veröffentlicht ihr erstes Konzeptalbum. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Wendy Holdner gewinnt Slalom Bronze. Nach Silber im 2018 gewinnt sie im Slalom erneut eine Olympiamedaille. Die Schweizerin hat ihre 4. Olympia-Auszeichnung geholt. Die Windkraft sollte zunehmend eine wichtige Rolle spielen. Letztes Jahr ist jedoch ein Steinadler in einer Windkraftanlage im Berner Jura geprallt und gestorben. Berner Forscher haben jetzt das Kollisionsrisiko von Vögeln mit potenziellen Windrädern in den Schweizer Alpen modelliert. Die einen nerven sie, die anderen beeindrucken sie. Die Krähen bewohnen die Schwäbisallee und lassen sich nicht vertreiben. Jetzt fordern die SP und die Grünen vor der Stadt eine neue Strategie. Lange Zeit haben sie das Spiel vom FC Thun Berner Oberland nur von der Tribüne aus mitverfolgen. Jetzt dürfen Kenan Fakic, Roland Ndongo, Fabian Rüdlin und Dominik Schweizer auf dem Spielfeld wieder mitmischen. Wie die 4 Rückkehrer dazu beitragen wollen, das nächste Oberländer Göpp-Märchen zu schreiben, das haben Rüdlin und Schweizer Manuel Moser erzählt. Bei bestem Fußballwetter bereitet sich der FC Thun auf den Cup-Kracher gegen Lugano vor. Wieder zurück auf den Platz sind auch 4 Langzeitverletzte. Einer davon ist der Dominik Schweizer. Du warst längere Zeit verletzt, auch zurück jetzt auf den Platz. Wie fühlt es sich an? Ja gut, also es war eine lange Zeit, es waren knapp 3 Monate, ein bisschen weniger, bis ich wieder das erste Spiel machen konnte, jetzt bei der Hinrunde. Ich konnte noch die 2 letzten Spiele einen Teileinsatz machen und ja, jetzt mit dem Start in die Rückrunde ist super verlaufen und bin froh, bin ich wieder zurück. Was hast du genau für eine Verletzung gehabt? Also ich hatte einen Muskelfaserriss im unteren Bauchmuskel und in der Sehne, die runterläuft zu den Adduktoren, auch noch einen Riss dort in der Sehnenpartie. Jetzt alles wieder verheilt, du bist topfit? Ja, definitiv, ja. Start in Wil geglückt, kann man sagen. Jetzt wartet die nächste Aufgabe. Was erwartest du vom Spiel am Donnerstag? Ja, sicher ein Kampfbetonspiel. Also, je nachdem, wie sie dann halt spielen mit einer 5er-Kette oder eben dann mit einer 4er-Kette. Aber wir werden schauen, was auf uns zukommt. Wichtig ist, dass wir unsere grundlegenden Sachen wieder auf den Platz bringen mit der Mentalität, Laufbereitschaft und der Aggressivität. Und wenn wir das auf den Platz bringen, dann ja, bin ich überzeugt, dass es auch für uns wieder ein gutes Spiel geben kann. Mit einer ähnlichen Verletzung hatte auch der Fabian Rüdlin zu kämpfen. Für einen Cupfight gegen einen Superligist ist er aber definitiv parat. Wie hat es sich angefühlt, auch wieder im Wettbewerb zu spielen? Ja, super wieder bei der Mannschaft zu sein, vor den Fans zu spielen, das erste Pflichtspiel zu haben. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer, wieder auf dem Platz zu stehen und einfach Fußball zu spielen. Auftakt ist geglückt, kann man sagen. Jetzt wartet eine andere Aufgabe im Cup. Wie geht dir da ins Spiel? Ich glaube, Pokalspiel ist immer speziell. Es ist ein K.O.-Spiel, aber wir müssen einfach alles raushauen. Wir müssen einen super Tag erwischen und mit unseren Fans im Rücken werden wir da, glaube ich, ein super Spiel abliefern und hoffentlich als Sieger vom Platz gehen. Wie entscheidend können die Fans sein, auch in so einem Spiel? Ich glaube, dass sie sehr entscheidend sein können, aber im Endeffekt spielt sich alles auf dem Platz ab. Ich glaube, dass die Fans im Rücken auf jeden Fall helfen können, aber wir auf dem Platz entscheiden das Spiel und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Wir bleiben zu Thun, wechseln aber in die Musikszene. Sharing Pluto heisst die Band der 2 Thuner Nicola Böckli und Jeremia Schweizer. Nicht nur der Bandname, sondern auch die Musik auf ihrem ersten Konzeptalbum ist abgehoben, aber in einem interstellaren und positiven Sinn. Wie die 2 so ticken, weiss der Ben Abeckle. Never gonna be like them, be like them, be like them. Never gonna be like them. Another day rise, I can't
Mein Name ist Nicola Wögli. Wir sind Sharing Pluto, eine neue Band aus Thun. Was seid ihr für eine Band? Wir sind eine Indie-Band. Wir haben sehr viele verschiedene Einflüsse. Wir produzieren unsere Musik selber, machen eigentlich das, was uns gefällt. Sicher ein Einfluss war Gorillaz oder Tame Impala in unserem Soundprojekt jetzt hier. Und ja, das widerspiegelt sich im Sound. Meine Rolle in dieser Band ist eigentlich grundsätzlich auch das Mitkreieren von diesen Soundkulissen. Aber im Spezifischen schreibe ich eigentlich Texte, singe sie und übernehme oft Gitarren-Parts. Es ist ein Konzeptalbum. Könntest du das in einem Satz zusammenfassen? Ja, es ist eigentlich ein Reinversetzen in eine Rolle, in eine kreierte, vom verstoßenen Planet, von Pluto, aus ihrer Identitätsfindung, kann man sagen. Das ist ja auch persönlich gefärbt, das Ganze. Genau, ich würde sagen, dort widerspiegelt es ein bisschen auch unsere Identitätsfindung als Künstler. Genau, wer sind wir, wo stehen wir mit unserem Sound. Es ist wirklich gut, das Foto ist noch aus der Studio-Session. Das müssen wir aktualisieren. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Medienauskollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Schön, Sie wieder zu sehen. Ja, bei dem aktuellen Wetter und diesen milden Temperaturwert kommen beim einen oder anderen vielleicht schon Frühlingsgefühl auf. Zu verdanken haben wir das dem Hochholm. Die Luft im Alpenraum ist heute am Mittwoch sehr trocken und ausgesprochen mild gewesen. Morgen am Morgen sind ein paar Nebelschwaden möglich, falls sie entstehen. Sind sie aber von sehr kurzer Dauer. Mit dem leichten Südwestwind wird der allfällige Nebel schnell aufgelöst. Und davon abgesehen glückt der Start sonnig mit schubweise durchziehenden Schleierwolken. Temperaturwerte sind leicht frostig, aber ein bisschen milder als die letzten Tage. In Thun, Spiez und Interlaken startet mit -2 Grad, in Meiringen mit -3 Grad, in Grindelwald und Gstaad mit -1 Grad und in Adelboden da starten wir mit 0 Grad. Am Nachmittag ziehen hohe Wolkenfelder durch. Sie sind kurzfristig einmal ein bisschen dichter und können die Sonne abdecken, aber grundsätzlich gibt es nochmal einen sonnigen Tag. Es gibt auch morgen für die Jahreszeit sehr einen milden Tag. In Interlaken erwarten wir 10 Grad. Bis am Abend sinkt die 0-Grad-Grenze auf 2000 Metern. Auf den Bergen da geht ein starker Westwind. Uns Norden nähert sich dann gegen den Donnerstagabend langsam eine Kaltfront an, die sich am Freitag an die Alpen leitet. In der Nacht auf den Samstag bringt es zwischenhoch rasch eine Wetterbesserung. Der Samstag startet frostig mit angezuckerten Hügeln. Ja, das war es für den Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Zeit. Ade miteinander.